Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats, ich bin metaphysisch Begleiterin. Und ein weiteres Thema hat sich schon balerem abgedrängt. Während ich an den letzten Zeiten vielleicht ein bisschen mehr therapeutisch, psychologisch oder wie auch immer in der Weg war, ist das halt ein effektives Thema, was ganz viel mit der Esoterik und sich zu tun hat. Wo ich am Großen auch schon ein bisschen drüber geschwärzt habe. Und es geht den Aspekt von den Verstorbenen. Und noch für kurz, als man mal den Satz über den Weg gelaufen, dass ich gesagt habe, die Verstorbenen, die muss ich an das Licht checken. Und das sind so pur verschiedene Sachen dran, die ich will mit auf den Weg gehen. Par rapport zu, kann ich das so verallgemeinern? Fängt man mal einfach da an. Das ist der erste Punkt, den ich extrem spannend fand dabei, als wie oft Leute einem sagen, dass ein mit Verstorbenen keinen Kontakt soll haben, dass die schließlich sollen 4 Uhr gehen, und weitergehen, und dass sie dafür eben halt sie dann an das Licht soll checken. Wir können davon ausgehen, dass wir alle eins sind, mal anzufangen auf dem Punkt, und dass das Universum sich an uns, an alle Möglichkeiten austauschen will, dann stellt sich mir die Frage, inwiefern es wirklich immer eine gute Idee ist, alles, was nicht bei 3 auf der Beam ist, wenn es verstorben ist, an einem gewissen Licht willen zu checken. Das ist der erste Punkt, den ich persönlich schon ein bisschen bedenklich fand. Für mich ist das immer so, stell dich mal vor, der stirbt, der hat vielleicht noch irgendetwas zu klären. Es gibt Medien, die Sache abfangen, zu dem Punkt kommt es dann noch nach. Und da sagt er, nee, du kriegst mal einfach verboten, eine Kommunikation zu treten. Oder dass ein als Verstorbenen wirklich so mal, ich will das Wort Schutzengel nicht abbauschen, mehr dass den, wie soll ich sagen, den gänglichsten, die gänglichste Idee davon, die er hat, dass er da sieht, du kriegst einfach mal ein Giet, mir wird dann ein Wasch geholt, weil es Leute gehen, die der Meinung sind, dass er mit Verstorbenen einfach keinen Kontakt soll haben, wenn er verstorben ist, da geht einfach der Cut gemäht und dann hast du keine Machbarkeit mehr. Ich kenne so viele Leute, wo besonders Großeltern zum Beispiel mit den Enkelkindern in Kontakt sind, wo ganz oft viel mehr an dem Aspekt ist, wenn sie klein sind, wo du Sachen geschehen, wo kleine Kinder davon schwätzen, so am Sinne von, ja, mir das ist schon gesehen, Bomi oder so. Inwiefern das also so global als, wie soll ich sagen, ich will nicht so als schlecht mehr als eine Sache dahintergestaltet, die ich nicht soll machen oder nicht darf machen, halte ich persönlich für bedenklich. Bedeutet, dass ich immer damit verstanden bin, dass es eine gute Idee ist, mit jedem Verstorbenen Kontakt zu halten oder dass all Kontakt gut ist. Das sehe ich ein bisschen so wie an unserer lebenden Welt. Das ist auf der einen Seite, was natürlich der Kontakt mit der verstorbenen Person den anderen davon aufhält, den einen wie den anderen, sagen wir mal, davon aufhält, sich weiterzuentwickeln, sind ich der Meinung, dass das eine ziemlich ungesunde Konnexion ist. Wenn das den Verstorbenen davon aufhält, sich weiterzuentwickeln, genauso gut wie wenn das den nach lebt, davon aufhält, sich wirklich davon zu lesen, sind Trauerarbeit können proper zu machen, ist das natürlich keine besonders gesunde Konnexion. Aber das nicht, weil wir von einer Ebene an die andere erwiesen sind, dass eine Konnexion automatisch negativ ist oder schlecht ist. Genauso gut wie ich kann sagen, bei verschiedenen Leuten hätte vielleicht besser, sie hätten nach Kontakt mit der Großmama oder mit dem Großpap, während sie mit irgendwelchen Personen, die sie hier in unserem Leben
als Freunde gesehen, die nach Leben die Konnektionen, die toxischen Konnektionen, die da gehen. Das ist schon global gesehen so ein Punkt, wo ich persönlich mal eher die Frage stellen und auch die Frage will weitergehen und die Leute, die noch lauschen, guckt einfach, was für eine Art von Konnektionen das. Wenn man auf die Idee von Mediumität gehen, habe ich 2 Punkte an der ganzen Sache. Das heißt, man hat natürlich schon mal Leute, die als Medium NRW sind. Und ich will auch da, dass das ganz klar ist, es geht der enger wie die anderen. Ich gehe mal einfach mal auf den wertneutralen Punkt an, wo Leute, die proper mit den umgehen, die clean mit den umgehen, und die dann in dem Moment eben die Sachen, die vielleicht noch zu klären sind, dann dem Moment auch klären. Ich hatte den Fall auch mit einer Bekannten, wo den Pap gestorben war. Und da waren verschiedene Sachen, die waren nicht klar zwischen denen 2. Und dadurch, dass der Pap verstorben war, und der Pap dann auch in dem Moment natürlich ein anderer Point de vue gekriegt hat, weil er mir das groß ganz konnte gucken, weil er auf der anderen Seite war, konnten die Sachen dann doch auf sie geklärt gehen. Insofern, wenn die Sache proper aufläuft, ist da Mengen an eine Sache, die ideal ist. Den zweiten Punkt, den kennt ihr das, dass man natürlich auch Leute haben, die so, sie haben mit Schutzengeln oder mit Engeln Kontakt. Und da muss ich immer an den Michael J. Rhodes denken, den eine Erfahrung gemacht hat, wo nicht an seinem Körper war, und dann ist einer Person begegnet, die am Koma war, wo die Person aus dem Koma her nur zu sich gekommen ist, hat sie gesagt, oh, da war ein Engel, den hat mich an den Arm geholt. Und den Rhodes hat gesagt, das war ich bin ein liebes Wesen, schon eben noch gerade ein Out-of-Body-Experience, das möchte kein Engel ausmachen. Das heißt natürlich, weil wir nicht mehr an unserem Körper sind, auch wenn wir nach leben, wir machen eine außerkörperliche Erfahrung, sind wir mit unserem energetischen Körper NRW, den so mal so liegt, weil so eine Schwingung Frequenzen ausstrahlt, dass ein lichtend empfunden wird, an dem Moment auf der anderen, also von einer lebenden Person, als Engel angesehen wird. Das heißt, ganz viele Leute, die sagen, dass sie sozusagen mit Engeln in Kontakt sind eigentlich effektiv mit Verstorbenen in Kontakt. Also will ich da auch den anderen Punkt absetzen, wo gehen die dann hingeschickt? Und das fand ich auf der anderen Seite spannend, weil du hast den auch so Zusagen. Und auf der anderen Seite haben wir Leute, die sagen, sie schicken sie an das Licht, und dann sind sie fort, aber so in demselben Moment, ja, sie passen aber nach immer auf den Job. Ja, wenn sie fort, sie können sie nicht mehr auf ihn passen. Punkt. Das brauchen sie nicht anders auszumalen. Auch da, mit der Rhodes von etwas geschwärzt, was ich auch selber kenne, dass ganz viele Leute eher sie irgendwo sich an eine Richtung Führung entwickeln, wenn sie sterben, mal für dich auf einen Platz kommen, wo sie von allen Traumen können heilen, die sie an unserem Leben mitgemacht haben. Besonders ist das bei Leuten, die noch schwere Krankheiten gestorben sind oder Leute, die nur in einem Accident gestorben sind. Da gibt es, ich nenne es so eine Zwischenstation, die von Leuten auch als ziemlich licht, also leuchtend, angesiedelt, wo die Leute sich können erholen, viermal eine gewisse Distanz zu dem zu kriegen, an sich wirklich so mal von dem psychischen Aspekt, mit dem sie an das Leben verbunden waren, mal können heilen und dann mal können verschaffen und verdauen. Und dann entscheiden sie sich, ob sie an eine weitere Weltführung gehen oder ob sie mit Eisführung in Kontakt bleiben, aber in welcher Form auch immer. Das können als Guide sein, das können wirklich als einen typischen medialen Kontakt mit der Großmam, mit einem verstorbenen Freund etc. sein. Oder so als Zwischenwesen, die dann zum Beispiel Informationen einfach allgemein über jenseits gehen. In dem Moment. Lo sind aber viele Leute, die so, wenn sie sie an das Licht schicken, da geben sie zurück an die Quelle schicken. Wenn ein Wesen an die Quelle Gift zurückschicken können, ich komme nämlich noch darauf zurück, dann lässt sich all Sort von Bewusstsein, also wie so von individuellem Bewusstsein ab. Die
die gehen zurück an die pure Energie. Es gehen Leute, die hier gelebt tun, gehen zurück an die pure Energie. Mit das als Sort von Idee von einer Verbindung als per se fort. Das heißt, ich kann ihn dann nicht so schicken den an Blut, aber der passt doch nachher auf den Job, weil den ich oder den als nicht mehr doof können abzupassen. En plus, wenn wir davon ausgehen, dass sowieso alles eint ist, da brauchen die gar nicht dahin zu schicken, weil wir sind schon da dran und wir sind schon ja, alles eint. Punkt. Auch da, das heißt, auf der einen Seite gehen sie hin und machen eine Nuance da dran und auf der anderen Seite so und so, den musst du hingeschickt gehen. Den anderen Punkt, den ich ganz oft dabei merke, das ist die Frau, die mir so in der Weg kommt, ist, es wird ja ein Grund, meint ein Mensch, den energetisch schafft, dass den Mut tut, über eine Seele von einem anderen zu bestimmen, an den an das Groß zu schicken, an die Großqual zurückzuschicken. Ich weiß, dass es darum geht, ja, das ist schon alles energetisch und dann kriegst du Hölle von irgendwelchen Engeln und tralali und tralala. Mir einfach mal, was für eine Vorstellung, wie verschiedene Leute daran dafür zu sagen, ich habe das Recht, über irgendeinen zu bestimmen, das zu machen. Ohne auch darüber daran zu holen, genauso wie Leute schon hier sich aus der Responsabilitäten rausziehen, wenn sie irgendwelche energetisch Arbeiten machen, die nicht funktionieren, an einem Lebischen sagen sie, ja, aber dann hast du das hier noch zu lehren. Als Werbjängem Recht hält du ähnlich raus, einer Seele, seine Lektion, die du an dem Tischstadium zu dienen hat, die wasch zu holen und dann direkt an einen Quell könnten zu schicken. So könnten. Die andere Seite, gesagt hat mit einem gewissen Schmunzeln umgesieht ganz anders. Das geht gar nicht. Weil da gibt schon einen normal Stierflichen, auch wenn sich nicht als normal, mehr als höher evoluiert, auch gesagt, Stierflichen gibt es dann über irgendwie bestimmen. Wo ist das dann also freie Wille hin an dem Moment? Die andere Seite ist ziemlich klar daran. Ja, es kann nicht leid, also wenn ihr wirklich merkt, dass du stroh wollt und nicht von Heilas könnt, für einen proper Blick zu kriegen, kann den an die Tischstufe geschickt gehen, oder du kann ihn hin begleiten, besser wie geschickt gehen, so an der Richtung. Man kann ihn den hin begleiten, für das den hin kennt, für sich können mal von denen wirklich persönlichen Aspekten zu lesen, an sein Leben, an die Welt genauso gut wie jenseits, mit anderen an zu betrachten, anderem aus der Psyche heraus eine Konnexion und seinen seelischen Aspekt von dem großen Ganzen zu holen. Das ist gar nicht Thema. Aber zu mengen, dass ein Mensch hier auf der Welt das Recht hat und Macht hat, ihn an die absolut ewige Stufe von Dimensionen zu schicken, schon war Lust mit Pause, da mit der 4 zu feiern. Also auch da, für die Leute, die mit anderen auf Verbindung treffen, das ist nicht immer so, wie sie es erklären, aber wie sie mengen, wie es wird. Das ganz oft gibt es eine Erklärung daran hat, aber sie ist weit von dem Wasch, den der Mensch selber, den egal ob er energetisch oder medial schafft, wirklich an eine Position bringt, weil den Teil da, den er so an der Essenz vom eigenen Willen a Verbindung mit dem Willen von einem Universum gekoppelt, dass das nicht machbar ist. Weil dem Moment, wenn ich hier mit einem gewissen Augenzwinkern hinholen, gibt sich die Person so über den anderen wegstellen und dass das gibt, ja, so könnte ich es besser ausdrücken, dass das also dem Moment, den so energetisch schafft, dazu bringt, dass sie sich
mat Sachen connectéiert, die net besonders gesund sind, dat leidt op der Hand. Wann also irgendjemand seht, ich gif dat machen, Hanna froh die Sache, wie gesagt, das kann sein, dass sie just auf die Platz begleitet, wo es der Seele an der Psyche die Möglichkeit gibt, sich zu heilen von den Sachen, die waren, die Distanz, die notwendige Distanz zu kriegen. Das ist alles kein Ding, kein Punkt, kein Thema. Wie wenn die Person fest daran festhält und meint, erst zu können zu erklären, dass die Mursch tut, dann darf der Rest darauf alles, dann darf der Rest darüber erstellen, dass es da echt so ein gewisses Machtspiel geht und nicht mehr wirklich etwas damit zu tun hat, was wirklich für den Menschen machbar ist, par rapport zu, wie viel Bestimmung den Einzelnen hat. Weil Selbstbestimmung gehört auch als Verstorbenen nach immer zu einer, ich könnte nur einem Grundrecht nennen, mich nennen mal einfach einer Programmation, die vom Universum gemäht ist, für das auch als Verstorbenen eine Seele individuell kann seine Erfahrungen an anderen Welten, an anderen Ebenen, weit jenseits einer anderen kann machen. Weil sonst wäre so Möglichkeiten fort. Ich greife jetzt ganz kurz darauf zurück, von welchen Leute so, und dass sie den Kontakt nicht tun. Wie gesagt, wenn das Universum als alle guten erschafft hat, für alle Möglichkeiten auszustehen, also auszuleben, dann muss auch die Möglichkeit zu einem Kontakt an einer anderen Ebene möglich sein. Aber auch der Kontakt möglich ist, soll in ein bisschen mit Vorbehalten handelt gehen, wenn da eine Person einem den Kontakt einfach radikal will verbieten, für zu sagen, nee, das soll ich nicht machen. Weil sie können schon nicht sagen, es kann ich nicht machen, weil sonst müssten sie die schon nicht fortchecken, für das es nicht machbar wird. Also sie sind sich genau bewusst, dass es möglich ist. Das erinnert mich so ein bisschen, wie wenn in Haut eine Bibel guckt und nicht liest, denn der soll kein Götter nicht mehr haben. Da heißt das auch, der Gott aus der Bibel sich bewusst ist, dass es nach einer Götter geht. Sur ce, passt auf, dass die Leute, die andere an das Licht feiern wollen, nicht andere an das Licht feiern wollen. Vielmals merci für das Nachlauschen. Schöne Mittag, schönen Abend, a gut Nacht.